Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Hallo Leute. Bin vom Festival wieder da. So weit, so gut. Mein Reisevlog-Video von meinem letzten Urlaub ist überprüft und es ist immer noch gelb. Und ich werde es trotzdem veröffentlichen. Es wird veröffentlicht werden und zwar 24 Stunden von diesem Moment aus gesehen. Ne? Wir sind jetzt aktuell um 18 Uhr am 9.7. 18 Uhr 10.7. findet das statt, obwohl es noch gelb ist. Aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen. Wer wissen will, warum es gelb ist, ich habe einen Community-Post schon geschrieben und wirklich, ich will euch hier nicht veräppeln. Genau bei 15 Minuten und 10 Sekunden passiert der Fauxpas. Das ist natürlich dann aber auch, was ich da sage, da muss ich mir dann nochmal wirklich bei YouTube entschuldigen, das ist natürlich auch niemandem zuzumuten. Ne? Also gerade diesen komischen, wie sie nicht alle heißen, die gerne Werbung schalten, um Leute zu betrügen, wenn sie hier kommen in die WhatsApp-Gruppe oder sowas oder du verdienst jetzt passives Einkommen, 10.000 €, ne? Nur mit mir, kauf mein Buch, ne? Ne? Seminar, den ganzen Krampf. Ja, diese ehrenhaften Leute, denen kann man das natürlich nicht zumuten, dass sie ihre Werbung schalten, wenn jemand sowas sagt wie ich bei 15 Minuten und 10 Sekunden in meinem Reisevlog-Video, das morgen erscheint. Batsch, Leute. Wie gesagt, der Monetarisierungsprozess geht langsam dem Ende zu. Wie gesagt, Einnahmen werden schon erzielt, können noch nicht ausbezahlt werden, weil YouTube da einen sehr, sehr langen Prozess hat, wo es darum geht, dass man sich verifizieren muss. Ne? Ist der wirklich der, gehört ihm das Konto, wohnt der auch wirklich da, etc., etc., etc. Es zieht sich ein bisschen, aber jeder Klick zählt, jetzt schon. Und ich werde dann, wie gesagt, ich habe vor, Kanalmitgliedschaften einzuführen. Ihr kriegt dann, wenn ich das irgendwie einrichten kann, exklusive Katzenfotos. Ja? Da gibt es dann exklusive Katzenfotos für die Leute, die da Bock drauf haben. Dann kann ich vielleicht auch wieder gewisse Worte im Dialekt droppen, die YouTube als unzumutbar für Internetscammer zum Werbung drauf machen. Oder diese tollen Games. Kennt ihr diese Games, wo immer einer umeinander läuft und der stellt sich besonders dumm an, wo der irgendwie automatisch immer auf irgendwas schießt und dann muss der da durchlaufen. So ein Game, das ist sicher von absoluten Ehrenmännern, ist das vielleicht auch Ehrenmullen, wir wissen es nicht, ist das programmiert worden und wenn die sehen, dass Werbung gemacht wird, auf einem Video, auf dem so ein Wort fällt, leck, dann gut, genug gerantet. Ich habe mich dazu entschlossen, ich habe so viel auf der Pfanne, lange habe ich nichts gemacht, jetzt habe ich wieder echt Dinge zu tun. Ich habe euch versprochen, wir machen diesen Kartoffelgulasch Ding, Zeug weiter und das machen wir heute, weil ich brauche ein bisschen Abstand von dieser ganzen Bärchengeschichte. Im Übrigen, mein vorletztes Bärchenvideo, nicht das während meinem Festivalbesuch rauskommen ist, sondern das davor, ist grün. Ich glaube, YouTube würfelt es aus, weil was Rainer in diesen ganzen Bärchen-Leaks von sich gibt, ist definitiv, wie gesagt, da würde ich es verstehen. Wenn man da sagt, Kasper, bei aller Liebe geht da nicht raus. Wurscht. Ich bin gespannt, ob Wurscht, wo wir jetzt gerade nette Überleitung machen können, auch in dieses Kartoffelgulasch Edzardladen kommt, weil wir kennen unseren Wingel. Ja? Im Zweifelsfall immer Wurscht. Also es ist ihm alles Wurscht und Wurscht ist alles. Und
Dementsprechend. Leiden. Hockt euch her, Sommermeerer, reißt's euch a Häube auf. Mir ging an einer, in Rainer, vor vielen Jahren, inklusive Gulasch, und diesmal denke ich sogar droh, dass ich den Bildschirm schon ausmache, bevor ich auf Play drücke, ist es was einwandfrei. Let's go. Nicht so gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Es fängt schon gut an. Irgendwas ist schon wieder nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Story of your life. Und aber ich glaube, es ging wir sind genau an der Stelle, ich habe 5 Sekunden zurückgespult. Ich glaube, es ging um irgendein Klassentreffen, von dem er jetzt schwadroniert. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung, mein letztes Klassentreffen ist Urzeiten her. Das war, glaube ich, 5 Jahre, nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe. Und da war es schon wild. Da war es schon wirklich wild. Die Leute sind entweder langweilig geworden oder gar nicht gekommen oder waren. Die eine hat schon 2 Kinder gehabt und war schon geschieden. Die ist einfach bloß gekommen, damit sie sich volllaufen lassen kann. Es ist manchmal ist wild. Manchmal ist es einfach wild. Aber ich möchte nicht wissen, wie es auf der Bad Windsheim Dulli-Schule zugeht, wenn da Klassentreffen ist. Ja? Ob man sie dann, wie damals in guten alten Schulzeiten, wegen nichts und wieder Gehirnerschütterung verpasst und dann nicht weiß, warum er 2 Wochen von der Schule ausgeschlossen wird. Weiß nicht. Obwohl ich bis heute immer nur denke, warum hat er das so schwer genommen? Ne? Weil es Ärger von den Eltern gegeben hat wahrscheinlich. Reini hat sich gedacht, 2 Wochen Schulausschluss, das ist ja keine Bestrafung, nicht? Ich gehe ja eh dauernd schwänzen, damit man Pokémon anschauen kann. Wurscht. Weiter geht's. Über 80 Schüler, 60 Schüler waren wir. Über 60 Schüler, 3 Klassen, jeweils 20 Schüler waren wir damals. Das ist ja heute so gut wie unvorstellbar. Glaube ich zumindest, so was ich mitgekriegt habe. Ja, Rainer, du kennst dich brutal gut aus. Weil du ja regelmäßig in Schulen gehst und schaust dir da die Zustände an, weil dir das eine Herzensangelegenheit ist, dass Bildung in diesem Land nicht vernachlässigt wird. Gericht habe bis jetzt. Ja, jedenfalls sind wir damals 20 Schüler gewesen. Ich habe gerade vorhin waren es so 40, nach 80, durch 60, jetzt sind es 20. Hashtag Zahlenlord einmal bitte in die Kommentare, Leute. Leute, es geht schon wieder los. In 3 Klassen. Ne? Hat jetzt irgendjemand, jetzt mal ganz ehrlich, nach dem, was er da geschwafelt hat, weil er sich aufs Kartoffeln, Schälen und Schwadronieren nicht gleichzeitig konzentrieren kann. Verzeihung, ich habe gerade ein kleines Bäuerchen gemacht. Hat jetzt irgendeiner von euch eine Ahnung, wie viele Klassen und wie viele Schüler da bei dieser Geschichte beteiligt waren mit diesem Klassentreffen? Irgendeiner von euch? Wenn ihr ja sagt, weiß ich, dass ihr gelogen habt. Es sind zwischen 40, 80, 60, doch 20 Schüler in 2 bis 4 Klassen. Wollen wir, komm, ich mache jetzt das Geräusch nicht, mein Mikro nimmt das eh immer nicht auf, aber wir schmeißen einfach so jeder auf 50 in die Pilzbasskasse und danken dem lieben Troll dafür, oder? Machen wir so. Und wir haben da Klassentreffen machen wollen, da war keiner da. Waren nur wir. Das war interessant. Das ist jetzt die Pointe von dem ganzen Ding. Du hast jetzt verzeiht, hast du bei der Klassentreffen, daraus ist jetzt hinausgelaufen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Tolle Geschichte. Verstehe nicht, wie du von dem Punkt damals ausgehend nicht wirklich einer der erfolgreichsten Profi-Influencer in Deutschland worden bist. Verstehe ich nicht. Ich bin jetzt auch ein bisschen Hakeldom? Neben der Spur gerade, weil ich habe normalerweise, wenn ich koche, Musik laufen. Ja, Rainer, damit schön laut aufdrehen, damit dieses brummende Geräusch von der Mikrowelle nicht so stört. Kennt man. Das Problem ist, da es jetzt auf YouTube bald Änderungen geben wird. Zattler. Ich werde dafür auch noch ein spezielles Video machen vorher. Falls mein Kanal, wäre möglich, dass mein Kanal oder meine alten Videos gelöscht werden. Ich weiß nicht genau.
Das YouTube-Filtersystem soll das werden, aber ich habe keine Ahnung, was ich darunter vorstellen muss. Ja, das YouTube-Filtersystem, das würfelt einfach aus, ob dein Video grün oder gelb ist, aber das hat es nicht damals, weil es hat das eben eigentlich nur Wurscht zu erkennen, oder? Er hat keine Abonnenten gehabt, oder hat man damals irgendwie ab 100 Abonnenten schon monetarisieren können? Ich glaube, es ist einfacher gegangen, aber so einfach. Und ja, Gott sei Dank, Reini, Gott sei Dank, hat ein paar Jahre später jemand Tiki Dokiti erfunden. Da hast dann so viel urheberrechtlich geschützte Musik spielen können, wie du lustig warst, ne? Und damit Barren erbetteln, es hat überhaupt niemanden gestört. Ich habe ja, wenn es um YouTube geht, habe ich ja auch meine Kontakte. Also ich habe ja meine Let's Play-Gruppe Gameplay Zone. Bin ich ja drinnen. Und da hat sich das Ganze dann so entwickelt, dass ich, wenn ich Fragen habe oder so, oder wenn ich irgendwelche neuen Sachen verpasse, wir haben diese WhatsApp-Gruppe auch aufgemacht. Also Kryo hat die aufgemacht, unser Vorsitzender quasi, unser Chefle. Und er hat eben gemeint, da erfahre ich halt immer die neuesten Sachen und so weiter. Ne? Was ist los, was geht ab und so weiter. Und ich bin momentan offiziell nicht in der Gameplay Zone, aber ich bin immer noch inoffiziell in der Gameplay Zone. Und was labert der? Allein, es liegt jetzt nicht daran, dass ich das letzte Video vor ein paar Wochen aufgenommen habe davon und dass wir jetzt hier ein bisschen mitten reingestartet sind. Aber der labert da klassischen Winkler-Move, einen unzusammenhängenden BS, das gerade alles kracht und scheppert. Hauptsache die Luft, die muss scheppern. Hauptsache er hat's Mai offen. Haha, das Wort kennt ihr mir nicht. Jetzt fast's wieder gesagt. Das böse Wort. das kann ich auch gerne jedem sagen. Und ich habe es auch Kryo gesagt und er weiß es auch. Ich werde nach wie vor die Gameplay Zone unterstützen, wenn ich kann. Und werde dann eben da über die Seite einmal reinschauen. Ich habe vor kurzem die Gameplay Zone aus dem Forum entfernt. Das werde ich wieder einführen wahrscheinlich. Das habe ich aus mehreren Gründen gemacht. Zum einen aus Platzgründen. Platzgründen. Und zum anderen, weil irgendjemand von denen, ich weiß nicht, wer der Gameplay Zone ist, aber das wird halt diese Kaschball sein, mit denen er da damals abgehangen ist. Mit die ganzen Let's Player, keine Ahnung. Irgendeiner hat irgendwas gesagt, was ihm nicht gefällt wahrscheinlich. Ne? Wenn wir wetten, dass irgendeiner was gesagt hat, was ihm nicht gefallen hat und dann let's go. Zum zweiten, weil es einfach ein bisschen komisch ausgesehen hat. Ich werde über die Gameplay Zone den nächsten Bericht schreiben, werde es mit Kryo abklären, ob der Reiner Schreiben ist so eine Sache bei dir. Ich würde mir an deiner Stelle auf die Kernkompetenzen beschränken. Wir merken, du kannst nicht zusammenhängende Sätze formulieren und gleichzeitig Kartoffeln schälen. Na? Niedrig erst einmal die Ziele setzen. das so passt, wie der Bericht ist. Und dann werde ich diesen Bericht werde ich dann posten und werde eine Verlinkung zum Forum machen. Ist eigentlich schon mal aufgefallen, ich glaube inzwischen er versucht diesen Inzwischenzeit zu unterdrücken. Das kommt immer bloß dann durch, wenn er ultra matt ist oder wenn er sich gerade wieder irgendeine Räuberpistole im Ogerstübchen zusammenrendert. Dann dann wird dieses Nö wieder aus allen Rohren gefeuert. Das Ganze wird sich auf meinem Forum öfter mal abspielen, mit verschiedenen Seiten, verschiedenen Bands und so weiter, weil ich möchte das Forum ja unter anderem zu einem Metal-Info-Video machen, zu einem Metal-Forum, zu einem Metal-Info-Forum, wie auch immer. Rainer, das haben zu dem Zeitpunkt damals schon tausende andere Leute besser gemacht als du. Das sind auch Leute gewesen, und jetzt kommt's, ja, aufgehört, die Ahnung von Metal gehabt haben. Ne?
und von Foren und Websites und dem Internet. Und die der deutschen Sprache mächtig waren, in Wort als auch in Schrift. Das sind alles Dinge, wie gesagt, die nicht in deine Kernkompetenzen fallen. Da wäre es schlauer, wenn es das einfach bleiben lässt. Ja, koch doch hier wieder lieber weiter so einen Schlangenfraß und stotter irgendeinen komischen Schmarrn dazu hier. Ja? Das ist schön unterhaltsam. Viele von euch sehen mein Forum und auch mich als Witzfigur. Und auch das ist Wie sie auf die Idee bloß kommen. Absolut nicht nachvollziehbar. okay. Denn das Einzige, was mich interessiert in meinem Forum, Ist Barne. Barne müssen her. Das Forum ist YouTube-Werbung gewesen. Punkt um. Ja? Rainer war der Meinung, er kann ein Forum aufmachen und dadurch praktisch Leute aufmerksam machen auf seine Social-Media-Präsenz, dass dann Barne passieren. Meine Meinung. ist die Toleranz anderen Menschen gegenüber. Wenn ihr mir gegenüber keine Toleranz entwickelt, ist das für mich völlig okay. Denn irgendjemanden muss man hassen. Und wenn ihr alle mich hasst, aber euch dann verbündet, dann habt ihr schon mal einen ersten Schritt in eine bessere Welt gemacht. Wie? Wenn alle Leute eine Person hassen, obwohl, ja, in dem speziellen Fall ist es tatsächlich richtig, was er da gerade gesagt hat. Wenn man jetzt dann die Entwicklung, die 10 Jahre darauf folgende Entwicklung des Drachen-Games sieht, dann, ja, hat er da recht, aber grundlegend, also ist es nur retrospektiv. Damals war es einfach eine hageldumme Aussage. Ne? Allen geht's besser, wenn ihr einfach mehr hasst, Leute. Ihr müsst einfach mehr hassen, Digga. Ne? Egal, ob ihr es wollt oder nicht. Und ein paar von euch oder ein paar von den Leuten im Forum auch meinen, mich verarschen zu können. Das habe ich schon mal erwähnt. Ja, das funktioniert aber fürchterlich gut, Rainer. Weil das hat auch wirklich eh und je immer einwandfrei funktioniert. Du bist halt da wirklich auch ein dankbares Opfer gewesen, muss man sagen. Ja? Jeder andere hätte gesagt, entweder ich ändere jetzt irgendwas eklatant an dem, was ich da mache, oder er hat gesagt, ich bin offensichtlich zu blöd für den YouTube-Kampf und ich lasse bleiben und ich gehe wieder zum Plaste-Jakob. Bei Drachenbade in dem Video fürs Forum, da habe ich gesagt, Hat er gesagt gehabt. Ich habe immer ein Auge auf meinem OBS. Ne? Die Ausschläge, ich kriege das jetzt halbwegs hin, dass das bei mir gleichmäßig ist. Ne? Oberen Rand vom grünen Bereich, so ein bisschen in den gelben rein, manchmal, je nachdem. Bei ihm ist es vollkommen wild, all over the place. Weil eine hochqualitative Mikrotechnik, die er da nutzt. Und das Lustige ist, das war ja ganz am Anfang, da hat er noch seine Matte gehabt, das ganze Glump. Und wie sich's einfach null verbessert hat bis ans Ende des Games, also was heißt bis an den heutigen Stand des Games. Ende, wie gesagt, finde ich, wird erst stattfinden, wenn die Knaststaffel anfängt. Aber wo sich halt einfach nichts verbessert hat, obwohl er sich immer teurere Mikros gekauft hat. dass nur weil ich nichts sage, und es ist wirklich so, das ist übrigens, trifft es auf alles zu. Im Übrigen, wenn jemand sagt, das ist wirklich so, 9 von 10 Fällen ist es nicht so. Was ich mache. Ob es YouTube ist, ob es Facebook ist. Wenn ich irgendwann. Wie viel YouTube und Facebook er damals noch hat. Aber sogar, weißt du, sogar Facebook. Ja, sogar Facebook hat früher Metal Off zu ihm gesagt als YouTube. Wenn ich irgendwas nicht sage, heißt es nicht, dass ich das nicht gesehen habe. Und es heißt nicht, dass ich das nicht kapiert habe. Ja? Doch. Also, dass du es nicht gesehen hast, heißt nicht. Also es kann gut sein, dass du es nicht gesehen hast und deswegen nicht auf irgendwas geantwortet hast. Es kann aber wirklich durchaus sein, und dass du es halt einfach nicht kapiert hast. Und ich würde wetten, gerade zur damaligen Zeit war das der Hauptgrund.
warum du nicht auf irgendeinen Kommentar geantwortet hast, weil er einfach zu hoch war. Ne? Kommentar ist geschrieben worden von irgendjemandem, der einen irgendwie gearteten Schulabschluss gehabt hat. Und bei dir war einfach Überforderung angesagt. Also, weiß ich jetzt nicht. Verstehe jetzt einfach nicht, was der will. Ja, dann sage ich besser nichts. Sonst steht da wie ein Depp. Ihr braucht nicht glauben, nur weil ich ja mal nichts gesagt habe, du bist ja voll blöd. Hast nicht verstanden, ne? Verstanden? Nö. Nee. Ich glaube, ich hätte so einen Counter einbauen müssen. Ich glaube, verstanden und dergleichen. Das ballert halt nur oft. Wenn ich was nicht verstehe, Leute, ich bin YouTuber, ich google das nach, wenn ich es nicht verstanden habe. Ja, das haben wir neulich gesehen. Ihr habt neulich ein Video gemacht, lieber Vergangenheitsreiner, über dein Zukunftsalter Ego, der eine Viertelstunde lang versucht hat, sich die 7 Todsünden zusammenzustottern, anhand der vagen Erinnerung eines Animes, den er schon 50 Mal gesehen hat, anstatt einfach 2 Sekunden lang Google 7 Todsünden Enter zu machen. Genauso Ding ist das. Google Plus ist... Geht nur, Rainer. Ne? 5-Sekunden-Regel, auf, hier geht's. Ne? Und ansonsten wird's halt ein Kartoffelschwammerl-Gulasch, wenn es unten länger liegen bleibt in deiner Kuche. Kleinen Moment. Google Plus ist zwar Ja, Schwammerl sind Pilze für die Leute, die nicht, ne, aus. nicht wirklich schön, ne? Gibt es dieses nette Lied Fucking Google Plus? Ja, schön im Hintergrund, geile, weil die Tonqualität noch nicht beschissen genug war, oder? Dann laufen wir jetzt, holen diese scheiß Kartoffel so langsam wie möglich. Ja, damals hat er sie wenigstens nur so weit bucken können, dass er den Scheiß hat aufheben können. Ne? Wir holen die so langsam wie möglich und währenddessen wird weiter schwadroniert. Weil die Luft darf nicht aufhören zu scheppern. So. Zum Glück war die schon gestellt. Ja, eben nicht. Zum Glück war die schon geschält. Wenn sie nicht geschält wäre, dann hätte die Schale, ne, als natürlicher Schutz vor dem Schmutz in der Schanze gewirkt. Und zum Glück ist mein Boden nicht allzu dreckig. Das halte ich für ein Gerücht, Rainer. Das war zum damaligen Zeitpunkt schon so, da hast du schon so lange alleine in dieser Butze gewohnt. Und ganz ehrlich, du hast Quiz seitdem Rudi die Hufe hochgerissen hat, hast du nicht einmal in dieser Butze einen Staubsauger, geschweige denn einen Mopp in die Hand genommen. Also so frei bin ich, dass das einfach, ganz ehrlich, ich habe diverse Videos aus 10 Jahren Drachengame gesehen. Im Leben nicht, Rainer. Im Leben hast du noch nicht einmal, seit Rudi die Hufe hochgerissen hat, einen Staubsauger oder einen Wischer in der Hand gehabt. Na, er steht geradezu vor Dreck. Er steht vor Dreck. Ja, wie auch immer. Nette Kartoffel. Ja, du warst schon mit den dümmsten Bauern und so. Ne? Sieht interessant aus. Finde ich jetzt zumindest. Also nur weil ich nichts sage. Nein, das ist eine Kartoffel gewesen. Die hat ausgeschaut wie eine Kartoffel. Ja, wie er damals schon so verzweifelt nach Content gesucht hat. Hier, das ist die schönste Kartoffel, die schaut interessant aus. Ist der Vorgänger von Brot und Brötchen und hier das Zuckerstreuer-Video, oder? Heißt es nicht, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Ja? Ihr braucht nicht glauben, dass ich bescheuert bin. Ich bin nicht intelligent, ja, habe ich auch nie behauptet. Oh, doch. Ich weiß nicht, ob er es damals schon behauptet hat, aber du wirst es noch häufig behaupten. Und, ja. Aber ich behaupte mal, ich lese mehr aus einem Kommentar raus als ihr. Oder? Nein, Rainer. Um irgendwas aus einem Kommentar. Rainer, du kannst nicht einmal auf den Zeilen lesen, geschweige denn dazwischen. Rainer, jedes einzelne Wort ist ein Kampf für dich.
weil du es nicht als Wort liest, sondern Buchstabe für Buchstabe und danach mehrere Sekunden im Schädel zusammenrendern musst, was da jetzt eigentlich steht. Und dann geht's zum nächsten Wort. Rainer, um zwischen den Zeilen zu lesen, muss man erst einmal auf den Zeilen lesen können. Ja? Bevor du rennst, musst du laufen können und so weiter und so fort. Rainer hat uns alle durchschaut. Damals schon. Ich kann mehr rauslesen als die meisten aus einem Kommentar, ja. Es sind immer die meisten. Ja? Er ist größer als die meisten. Er kann mehr rauslesen als die meisten. Er kennt sie besser aus in Metal als die meisten. Er ist älter oder jünger als die meisten. Er ist schlauer oder dümmer als die meisten. Irgendwas als die meisten ist er immer. Ne? Je nachdem, wie es gerade passt. Ne? Er kennt keine 5 Leute. Er hat keine 5 Leute in seinem näheren Bekanntenkreis und in seinem sozialen Umfeld zur damaligen Zeit schon. Aber er weiß definitiv, die meisten Leute sind genau so und so. Sowas nennt man nicht Erfahrung, sowas nennt man entweder Vorurteil oder Saubläds dahergelabert. Das gibt ja diese nette Geschichte mit einem Arbeitszeugnis. Habt ihr mit Sicherheit schon mal mitgekriegt, die Älteren von euch zumindest. In einem Arbeitszeugnis steht irgendwas drin. Ja, Rainer, die Älteren haben das nur mitgekriegt, damals, als man noch Arbeitszeugnisse geschrieben hat. Ganz ehrlich, ich weiß genau, worauf er hinaus will. Es gibt so einen Code fürs Arbeitszeugnis, weil man da wohl ins Arbeitszeugnis rechtlich nichts Negatives schreiben darf. Und dann gibt es halt so einen Code, wo du irgendwas schreibst. Das hört sich positiv an, aber der Personaler von der anderen Firma, wenn das liest, weiß, okay, Red Flag, ist eine faule Sau. Ne? Und er hat die ihm aufgetragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit erfüllt ist. Er hat Dienst nach Vorschrift gemacht und keinen Handschlag mehr und ist auch nie hat nie Eigeninitiative gezeigt, irgend sowas. Ne? Aber allein deswegen ist so ein Arbeitszeugnis meiner Meinung nach so kompletter Bullshit. Wenn ich da nichts Negatives reinschreiben darf, und klar, wenn ich was Negatives habe in meinem Arbeitszeugnis, dann werde ich es meinem nächsten Arbeitgeber nicht in die Bewerbungsmappe reinlegen. Wir können das mit den scheiß Arbeitszeugnissen einfach komplett bleiben lassen. Ja? Die machen wenig Sinn. Meine Meinung. Aber schauen wir mal, was Rainer dazu sagt. Der kennt sich aus mit Arbeitszeugnissen. So oft wie der den Arbeitgeber gewechselt hat, obwohl er hat immer bei derselben Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Nur immer zu andere Arbeitgeber in Anführungsstrichen. Ja, das ihr für positiv erachtet, ja. Der Witz daran ist, ein Chef, der das Arbeitszeugnis liest, der liest aus dem Arbeitszeugnis, Rainer. Der liest aus diesem Arbeitszeugnis was ganz anderes raus, als drinnen steht. Ja, Rainer, ganz ehrlich, bei deinem Arbeitszeugnis, wenn ich jetzt ein Personaler wäre und ich hätte ein Arbeitszeugnis gelesen von egal welcher Firma, wo du warst, hätte ich gedacht, der Typ, der das geschrieben hat, hat einen Rausch gehabt, weil so scheiße kann keiner sein. Als ihr das seht, ne? Steht zum Beispiel drinnen, er ist fleißig und macht seine Arbeit, ja. Dann kann das beispielsweise, ich weiß nicht genau, was es jetzt übersetzt heißt, weil ich da mich noch nicht mit befasst habe in Bezug auf Ja, weil es ja gerade wurscht war. Schon immer, weil Arbeit für dich nie eine Option war. Du bist arbeiten gegangen, weil dich dein Erzeuger dazu geprügelt hat. Das war der Punkt. Ne? Vor Rudi hat er Respekt gehabt und auf den hat er gehört. Es war der einzige Mensch auf der ganzen Welt, auf den das zugetroffen hat. Und der hat gesagt, du gehst jetzt arbeiten ansonsten. Ne? Die Alternativen waren nicht gegeben. Ne? Wenn er nicht irgendwo draußen pennen will auf der Straße, dann tut er das, was Rudi sagt, dann darf er wenigstens noch in der Waschküche nächtigen. Fertig aus. Deswegen ist er arbeiten gegangen. Und in dem Moment, in dem dieser Druck nicht mehr da war, hat er gesagt, arbeiten, haha, geh mal hintenrum vorbei.
Ja, brauche ich mich nicht mehr kümmern, weil jetzt kriege ich Internet und dann werde ich der neue Gronk. Und auch, es gibt ja immer noch Leute, die glauben ihm diese Räuberpistole von wegen, er hat am Anfang mit YouTube angefangen, um diese Videos für seine Freunde und Arbeitskollegen zu machen, ist alles Horseshit. Ist alles stunken und erlogen. Ja, von Anfang an gesagt, hey, Leute, ganz schnell muss der YouTube-Kanal her, da muss ich nicht mehr richtig arbeiten gehen. Weil dann wäre ich der neue Gronk. Arbeitszeugnisse. Hallo, Miep. Aber jetzt sind wir fast fertig. Miep. Miepen Sie einmal in die... Ja, jetzt miept er nicht mehr. Unser einer Kater, der macht immer so ein komisches Miep-Geräusch. Miep, miep. Wie der Roadrunner. Aber wenn man dann auf dem Arm hat und streichelt, dann, ne? Geli? Gut, weiter. Ich habe auch einen Link eingefügt, habt ihr mit Sicherheit gesehen, wo ihr draufdrücken könnt, wenn ihr so bis zu einem bestimmten Punkt weiterkommen wollt. So, gut, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Nein, Rainer, Sinn hat das alles überhaupt nicht gemacht. Lange Rede, ja. Langes Gestammle. Oder lange Rede, gar keinen Sinn. Ja, ich schäle total daneben die ganze Zeit, muss ich dann nachher wegmachen. Ja, weil du dich nicht aus Reden und Kartoffeln schälen gleichzeitig konzentrieren kannst. Das muss nicht sein. Bin gerade aufs Schälen konzentriert. Ja, schöne Kartoffeln. Ja, Rainer, du hättest jetzt zum Beispiel auch sagen können, ey, ich zeige euch jetzt einmal mit der Kamera auf meinen Händen, wie ich eine Kartoffel schäle und dann Pause machen, alle Kartoffeln schälen, ne? Und sagen, hier, mit deinen großartigen Schnittkünsten, dann schnippst du und dann steht auf einmal die fertig geschälte Schüssel mit den Kartoffeln da. Ne? Und dann den nächsten Arbeitsschritt. Nein, du musst 1,5 Stunden Kochvideo machen und währenddessen einfach die ganze Zeit auf deinen rot angelaufenen Schwelles in der schlecht belichteten Schanzenküche draufhalten und währenddessen irgendwas erzählen über Arbeitszeugnisse und Klassentreffen und hast du nicht gesehen. Vor allem schön gestellt, finde ich. Gut, ganz, noch ein Stückchen. Ganz toll hast du das gemacht, Rainer. Schön gestellt. Wenn ein bisschen was dran ist, ist es nicht so schlimm. Die meisten Vitamine sind wie bei allem anderen übrigens auch in der Schale natürlich. Ja, ihr müsst halt aufpassen, die grünen Stücke von der Schale eher nicht, ne? Weil die giftig sind, aber generell kannst du auch Kartoffeln mit Schale zubereiten. Ne? Aber das sind dann oft, wenn du so Country Potatoes machst, oder es gibt große Variante, wo du halt einfach, wo du so eine Kartoffel einfach nimmst, in der Mitte auseinanderschneidest und das komplette Ding frittierst oder so. Das heißt, oder klassische Ofenkartoffel, da kannst du ja die Schale auch mitfressen. Aber für einen Kartoffelgulasch brauchen wir es eben ohne Schale. Ich kann mal meine Schwester fragen, wie man Rosmarinkartoffeln macht. Ja, damals hat er noch, vorhin hat er seine Mutter schon gefragt und jetzt fragt er seine Schwester. Damals haben die ihn noch nicht aufs Blut gehasst. Das kann man sich halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich vermute mal, dass die nicht sonderlich schwer sind. Bei Rosmarinkartoffeln, deswegen habe ich das jetzt gesagt, braucht man zum Beispiel nicht schälen. Man wäscht die Kartoffeln, macht sie schon ordentlich sauber und dann... Ordentlich und sauber sind nicht Worte, die in deinem Wortschatz vorkommen. Ich weiß nicht, vielleicht im Wortschatz schon, aber im Kopf nicht. Also ordentlich und sauber, weiß ich nicht. Wenn ich mir allein den Hintergrund von diesem Frame anschaue. Vielleicht mit einer kleinen, naja, ich glaube noch nicht mal mit einer Bürste einfach sauber machen. Es gibt ja diese nette Sache mit dieser Bürste, ja. Ja, Rainer, es gibt Bürsten. Bahnbrechende Erfindung. Die gibt's schon seit Jahrtausenden. Ich sage euch, ich mache das mit der Bürste nicht, weil das ist auch bloß... Presst lieber den Dreck, der noch dran hängt an der Kartoffel. Mit.
Ne? Macht einfach nicht mit der Bürste, so wie der Rainer, weil ihr einfach zu faul dafür seid, sondern ganz ehrlich, niemand ist so bescheuert. Man wäscht halt seine Kartoffeln. Und wenn man nicht komplett auf der Brennsuppe dahergeschwommen ist, dann checkt man auch, wann die sauber sind. Und dann schneidest du sie in dünne Scheiben und haust es mit ein bisschen Öl und ein bisschen Rosmarin und Salz und Pfeffer in die Pfanne rein und dann bratst du das an, bis sie goldgelb sind und fertig ist es. Es ist nicht Raketenwissenschaft, Rainer. Rosmarinkartoffeln. Das ist auch bloß schädigend für die Schale von der Kartoffel. Ja. Das denkt sich der Rainer auch. Ja? Rainer denkt sich, ich bin vom dümmsten Bauern die dickste Kartoffel und wenn ich mir abwasche und tatsächlich mal mit der Bürste auf die Haut gehe, das ist schädigend für mich. Ja? Das ist also auch nicht so der Bringer. So. Jetzt hätte ich gar nicht alle Schäden brauchen eigentlich, ne? Richtig, Rainer. Wenn du für einen Menschen kochst, wären einfach ein 5 Kilo Sack Kartoffeln ein bisschen zu viel. Du alter Profi-Koch. Aber das kann er sicher, da würde er jetzt, wenn er das hören würde, würde er sagen, ja, ich habe bisher nur in Großküchen gekocht. Du Anfänger. Na egal. Wo war ich? Ach so, nur weil ich irgendwas sage, ne? Nur weil ich irgendwas mache oder etwas nicht sage, heißt das nicht, dass ich Rainer, da warst du vor 6 oder 7 Minuten. das nicht kapiert habe. Du warst gerade bei Kartoffeln schälen. Es kommt öfter mal vor, dass irgendwelche Kommentare in meinem Forum stehen. Ich denke mir dann, okay, habe entweder darauf reagiert und halt irgendwie anders darauf reagiert, weil ich das lustig fand und halt dann einfach weitergemacht habe und es mir dann völlig egal war. Oder ich habe halt gar nichts drauf geschrieben. Neulich hat mir jemand geschrieben, was ich von dem einen Kommentar halt, weil ich jetzt jetzt gibt es ja einen Chat und ein Homepage-Portal im Forum und das sorgt dann, Ist geil, wie er sagt, hey, yo, Digga, ich habe jetzt einfach eigentlich so viel zu viele Kartoffeln geschält. Dann nehmen wir mal die nächste Kartoffel und schälen. Ja gut, aber er hat es ja schon angekocht. Die waren ja schon eine Dreiviertelstunde im heißen Wasser gelegen. So, keine Ahnung. dann dafür, dass man mehr sieht. Ne? Wir haben also mehr in dem Ganzen. Und man hat jetzt einen größeren Vorteil. Man sieht jetzt bessere Sachen, man kann jetzt andere Sachen machen als Es ist genau dieses hohle vor sich hingelabere, das er heutzutage auch immer nur hat. Hört euch die letzten Bärchen-Leaks an. Wo er am Zocken ist, während er mit dir telefoniert hat. Da ist auch bloß, wie gesagt, Hauptsache die Luft scheppert. Da sieht man also mehr, also weil dann ist dann mehr drauf, deswegen wir haben da mehr in dem Forum, also Gast kann man in den Chat reinschauen, man kann nicht selber schreiben, das ist bewusst so gemacht, natürlich. Ja, das ist ein großartiger Chat, Rainer. Das ist ein ganz großartiger Chat, wenn man da nicht reinschreiben kann. Die Stadt München hat jetzt ein neues öffentliches Verkehrsmittelnetz aufgebaut. Es fahren deutlich mehr Busse. In die kannst du nicht einsteigen, aber schön ausschauen, deren sie schon. Man kann als Gast nicht schreiben, aber man kann als Gast in den öffentlichen Chat reinschauen. In den privaten Chat selbstverständlich nicht. Aber ansonsten könnt ihr als Gast auch mal in den Chat reinschauen. Im Chat ist nicht so viel los. Die meisten Leute schreiben entweder über private Chats oder ab und zu ist halt einmal ein wenig so ein kleiner Aufmarsch. Ein Aufmarsch. Ja, Rainer, wenn in diesen öffentlichen Chat niemand öffentlich reinschreiben darf, dann wundert mich nicht, dass da nichts los ist. Im Bereich des Chats. Der Chat, wenn ihr angemeldet seid und euch Sachen auffallen über den Chat, da werde ich auch noch was posten, vorschlagstechnisch, werde ich euch noch vorschlagen. Ihr könnt da mal gucken. Das ist jetzt auch eine Homepage, andere Ding. Ding. Und da könnt ihr mal reingucken. Ich glaube, ich muss auch die Dinger jetzt ändern. Die Dinger. Zeug. Die
Ja. Die Links muss ich, glaube ich, jetzt auch ändern, denn über die Links kommt man, glaube ich, nicht mehr ins Forum. Ja, sondern es gibt einen Link, da geht's hier in die Vergangenheit, das ist der Link to the past. Ah, der war schwach. Entschuldigung, der war schwach. Ah, hat er wieder Zelat gespielt. Bin mir aber nicht sicher. Über die Links kommt man nicht mehr ins Forum, weil der Witz nämlich dran ist, Der Witz ist, letzten Endes, dass das Ganze jetzt drachenbade.com heißt. Also das heißt, Xobo ist nicht mehr dabei. Ich habe jetzt meine eigene Domain. Und wir werden VIPs demnächst noch einrichten. Das wird in den nächsten Tagen mal kommen. So. wie er auch am Schnaufen ist, er redet da und schält nebenher Kartoffeln. Der läuft jetzt nicht irgendwo über irgendeinen Trail oder sowas. Er mettelt auch nicht gerade in 30 Minuten nach dem Sküren zurück. Er schält Kartoffeln und schwallt dabei. VIPs werden mal in nächster Zeit kommen. Ich weiß noch nicht wann. Wahrscheinlich irgendwann im Laufe dieser nächsten Tage. Und wenn ich VIPs mache, dann heißt das so viel wie, da kommen nur Leute rein, die jetzt Geld bezahlen, Rainer. Sag's doch, Geld bezahlen. eine Zeit lang was spenden oder so. There we go. Ich kenne dieses Video noch nicht komplett. Ich verspreche es euch. Das war jetzt hier Blind Playthrough. Let's Play. Ja? Kasper LP. Für einen Monat einmal dann 5 Euro dann oder was. Einfach um mich und das Team ein wenig zu unterstützen, ne? Weil Unterstützen, ne? Ja, für einen Monat 5 Euro. Wisst ihr, was damals für einen Monat 5 Euro gekostet hat? Amazon Prime hat damals für einen Monat 5 Euro gekostet. Netflix. Solche Geschichten. Da hast damals. Aber ja, kannst halt 5 Euro stattdessen dafür, dass du ihm hier und seinen anderen Dullis aus der Dulli Let's Player Szene zuschauen kannst, wie sie in den einfachsten Spielern, die für den einfachsten Spielen, die für Spieler gemacht wurden, die 15 Jahre jünger sind wie sie, gnadenlos versagen. wir reißen uns dafür ja auch einen Arsch auf, wir machen uns ja auch da die Arbeit. Ja, ist harte Arbeit. Überwiegend mache ich die Arbeit. Ja, natürlich. Der Rainer hat immer am meisten gearbeitet von allen. Ja, das wissen die alle nicht. Die meisten arbeiten einfach immer weniger wie er. Abgesehen davon ist ja für mich das Forum nicht kostenlos. Für euch ist es kostenlos, aber für mich ist es nicht kostenlos. VIPs haben jetzt zum Beispiel den Vorteil, dass ihr andere Bereiche sehen könnt. Ihr könnt die speziellen VIP-Bereiche sehen, die momentan noch in Arbeit sind, an denen ich noch momentan ein bisschen rumschraube. Ihr habt ein paar andere Möglichkeiten über mich Kontakt aufzunehmen. Über mich Kontakt aufzunehmen, das hört sich an. Zu dir Kontakt aufzunehmen. So, das war's. Ja. Ganz ehrlich, die Leute, mit denen ich über ihn Kontakt aufnehmen könnte, die will ich nicht kennenlernen. Ihr habt andere Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen als ins andere. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Und es ist, wie gesagt, alles eine Frage der anderen Geschichte. Ich mache da momentan ein paar andere Sachen noch. Ich versuche da momentan noch was zu machen. Falls ihr eine Idee für den VIP-Bereich habt, könnt ihr mir da mal Bescheid sagen. Ich vermute mal, dass ich für den VIP-Bereich dann speziell einen Ü18-Bereich einrichte. Natürlich, das ist das Wichtigste. Das muss also als erstes passieren, ne? Ü18-Bereich. Weil er hat damals schon versucht, irgendwie den Weg zu ebnen, oder? Dass der VIP Ü18-Bereich in seinem Edzardler Forum ist doch wirklich der geistige Predecessor von diesem für Mullen-only Raum auf seinem Teamspeak ein paar Jahre später, oder?
da geht es doch genau um sowas. Das ist dann, da hat er sich gedacht, hey, wenn ich jetzt hier mein Forum habe und jetzt starte durch Edzardler auf YouTube und dann kommen alle Frauen, die irgendwie auf Metal stehen, die kommen dann und die wollen sie mir alle hingeben und damit das nicht so viele Leute mitkriegen, wir ein bisschen Privatsphäre haben, mache ich hier einen VIP-Bereich. Das wird sich dann zeigen, wie ich das genau mache. Ja, müssen wir mal schauen, wie man das macht, wie man das am besten in Sand setzt. Denn der Bereich Ü18 bedeutet natürlich so viel, wie das unter 18-Jährige da nicht reinkommen können. Kältepries, Rainer. Kältepries. Ü18 bedeutet nur für Leute über 18. Wow. Das liegt daran, weil mir immer wieder mal gesagt wurde, ja, wir würden gerne mehr darüber sprechen und darüber sprechen, aber im öffentlichen Forum geht es nicht. Entschuldigung. Im öffentlichen Forum geht das nicht, weil wenn ich habe das Problem. Nein, das ist dir nicht gesagt worden. Das ist hier wieder Geschichten aus dem Paulanergarten. Du würdest gerne über diese Dinge sprechen und deswegen gibt es diesen niemand, ganz ehrlich, zur damaligen Zeit, wo er seine 50 Abonnenten gehabt hat. Glaubt ihr wirklich, dass da irgendeiner hergekommen ist oder irgendeine und gesagt hat, hey Drache, wir würden mich gerne wirklich über nicht jugendfreie Themen mit dir unterhalten. Aber ich habe wirklich Angst, dass wenn ich das auf dem öffentlichen Forum tue, auf dem kein Mensch schreibt, so wie es ist, dann könnten das die falschen Leute irgendwie mitkriegen, dann könnte es ein Minderjähriger lesen. Sind wir mal lieber sicher, bitte, lieber Drache, richt doch jetzt endlich ein VIP-Forum über Ü18 ein, damit wir dann endlich mit dir über Knoppers und immer wieder Knoppers reden können. Ja, genau so wird es gewesen sein. Wenn ich das öffentliche Forum für euch Und wir sehen, und er kratzt sie dann auch schon, es sind die ganzen Lügenanzeichen, die er heute noch hat, die sehen wir damals schon. Und wir sehen auch schon, dass dieses Thema damals schon krankhaft in seinem Kopf verankert war. Dass er nicht einfach sagen konnte, du, ich mache hier ein Forum, da geht es um Metal und vielleicht nur ein bisschen um meinen YouTube-Kanal etc. Nee, es muss immer noch ums Snooze mitgehen. Es muss immer irgendein Ü18-Ding drin sein. zugänglich mache für Sachen wie jetzt Ü18, das heißt komplette Splatter-Sachen, ja, komplette. Ich meine, im Endeffekt ist es egal, weil meine Videos auch Horror und Splatter sind. Aber Horror nicht unbedingt, aber Splatter. Also meine Let's Plays, versteht sich. Ey, Horror ist das schon. Also deine ist schon eine Horrorvorstellung, muss man sagen. Aber der Witz an der Geschichte, wie üblich, hat damit zu tun, dass wir viele verschiedene Sachen da noch machen müssen. Auch das absoluter Nonsenssatz. Der Witz an der Sache hat damit zu tun, dass wir viele andere Sachen natürlich auch noch machen müssen. Ja. Ist halt wieder Fall für die Pisperskasse, ja? So, jetzt soll er mal kurz überlegen, was ich jetzt halt mache. Kleinen Moment. Wir haben jetzt die Kartoffeln geschält. Dann würde ich sie noch schneiden. Es sei denn, du willst dein Kartoffelgulasch mit ganze Kartoffeln machen. So sehen sie gerade aus. Schön in 2 Töpfe aufgebahrt. Da wird nachher der Ding gemacht in dem Topf. Wie heißt der? Das Gulasch, Rainer. Das Gulasch wird da gemacht. Und wenn ihr jetzt mal zurückschaut, warte mal hier. So, da sind wir. Muss ich jetzt wirklich so ein Experte sein, um zu checken, dass wenn ich diese 2 Schüsseln mit Kartoffeln, auch wenn sie dann klein geschnitten sind, in diesen Topf rein tue, dann häuft sich das so oben drüber, ne, wie auf dem Festival Dixie am letzten Tag, und da passt außer diese Kartoffeln sonst gar nichts mehr rein. Er ist halt einfach, wenn du 5 Kilo Kartoffeln da reinhauen willst, ein bisschen einen größeren Topf nehmen müssen. Wie heißt der? Verdammt, das Kartoffelgulasch. Und dann werden wir jetzt halt mal als nächstes, würde ich sagen, die Zwiebeln anrösten. Nein, Rainer, das würde ich jetzt nicht sagen. Die
Zwiebeln anrösten. Dann werden wir nach... Während die Zwiebeln dann anrösten, schneidet er dann in derselben Geschwindigkeit, in der er sie gerade geschält hat, schneidet er dann die Kartoffeln, oder? Dann kriegen die nämlich massive Röstaromen, die Zwiebeln. Während wir dann die Zwiebeln angeröstet haben oder anrösten, kommt dann das Fleisch mit rein. Was denn für Fleisch, Rainer? Du machst doch Kartoffelgulasch. Du machst doch kein Fleischgulasch. Warum ne? Warum ne ist dann da Fleisch? Also, ist wurscht. Ja. Ist nicht alles wurscht, aber alles ist wurscht. Das Gemüse, dann die Kartoffeln und dann Wasser und ein wenig Gemüsebrühe. Und dann sind wir eigentlich auch erst einmal fertig für den ersten Teil des Ganzen. Ich werde jetzt erst einmal den Großteil vorbereiten, werde die Kamera wieder positionieren und dann können wir weitermachen. Ja, ich hoffe, dass du es dieses Mal auch wirklich machst, Rainer. So, bis gleich. Ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Ich habe jetzt mit meiner Mutter nochmal gesprochen, weil das Kartoffelgulasch ja von meiner Mutter ist. Hallo, hier hinten bin ich. Ja, man sieht mich kaum. Rainer, vielleicht hätte ja deine Mutter YouTuberin werden sollen. Wäre das vielleicht der Idee gewesen. Die hat das Kartoffelgulasch nämlich jetzt schon fertig. Ey, was machen denn die Bananen hier? So, wir müssen jetzt Folgendes machen. Der hat über Bananen gesprochen und keine unangebrachte Referenz gebracht. Ich rechne bei ihm schon immer mit sowas. Ich höre Banane, dann denke ich mir, jetzt sagt er gleich wieder irgendwas Unangenehmes. Und das hat er nicht gemacht. Wie anständig er damals noch war. Machen. Na. Ach so. Wir brauchen jetzt ein Wasserkocher. Und dann werden wir noch ein bisschen Gemüse schneiden, was dafür sorgen wird, dass ich schnell eine Schüssel sauber machen muss. Rainer, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Du hast doch gerade gesagt, Leute, jetzt habe ich die geschält, jetzt bereite ich den ganzen Rest vor und dann sehen wir uns wieder. Jetzt ist Play, ich habe noch kein Wasser, ich habe noch kein Gemüse geschnitten, ich habe noch gar nichts gemacht, aber es ist wieder Play. Metal, Leute. Die in der Waschmaschine, die in der Spülmaschine nicht funktioniert hat. So, dann werden wir jetzt schnell das Wasser kochen. Entschuldigung, das war ich. Dann nämlich schnell den Tee machen. Den Tee? Sag mal, wer braucht den Tee für ein Kartoffelgulasch? Ich würde gerne den Tee trinken. Also. Oh, Rainer reißt da Häube auf. Da ist noch Kaffeerest drin, ne? So. So. Gut. Die Zwiebeln können wir mal direkt in den Topf tun. Wir werden das jetzt mal umdrehen. Ja, da hinten sieht's aus. Rainer, wie überall in der Schanze. Es schaut überall aus. Im Übrigen, wir sind erst seit einer Viertelstunde dabei. Ich mache den Ding schon seit 53 Minuten. So. Gut. Immer, die sind jetzt, sagen wir mal, erstaunlich wenig beschissen geschnitten im Großen und Ganzen, wenn du da wirklich ein Kartoffelgulasch draus machen willst. Dann dürfen die Zwiebelstücke ein bisschen größer sein. Also für Bolognese hätte ich sie gerne klein gewürfelt. Wenn du da so ein Gulaschding draus machst, sei es drum, dann kannst du auch sagen, hey, ich mag das ganz gerne, wenn dann so eine glasige Zwiebel in einem größeren Stück da irgendwo drin ist. Jedem das seine. Dann kommen wir jetzt die Zwiebeln mal direkt in den Topf. Entschuldigung, ich bin an die Ding gestoßen. In den kalten Topf. Da kommen sie rein. Nehmen wir noch ein bisschen Plastikspäne mit rein, das gibt ein richtig gutes Bouquet. Das sorgt dafür, dass wir schon mal genug drin haben. Dann kommt noch ein bisschen Öl
In die Ding. In die Ding. Öl in die Ding. Auch schnell. Ja, ohne Öl in der Ding lutscht das nicht gescheit. Jetzt müsst ihr leider mal kurz auf das leere Brettchen schauen. Ganz ehrlich, ist der angenehmste Anblick, den ich gehabt habe, seitdem ich angefangen habe, diese Scheiße zu reacten. Nein, jetzt habe ich nichts da. Nehmen wir das schnell. Merkt, der Mann ist top vorbereitet. So, das müsste für den Anfang reichen. So. So. Gut. Wie seine Let's Plays. So, gut, dann, Ding. So, sorry, ich habe kurz Pause machen müssen. Zum einen austreten, zum anderen wurde ich gerade wieder Opfer eines felinen Giftgasangriffes. Schauen wir mal. 12 Minuten ziehen nur durch, dann schauen wir, dass wir bis auf die runde Stunde kommen. Also im Urmaterial. Dann wird es ein Dreiteiler, weil dann mache ich die letzten 37 Minuten die Reise dann auf Ohrending runter. Ist das ein Deal? Oder so machen wir es. Wir brauchen jetzt die Wurst. Wir brauchen. Natürlich brauchen wir die Wurst. Natürlich brauchen wir die Wurst. Auch schnell die Schüssel. Die werde ich schnell sauber machen. Viel dazu machen, die ist eigentlich sauber, die ist sind bloß wieder so ein paar Reste, die halt nicht rausgegangen sind. Rainer, zuerst dein Klump sauber machen, aber das habe ich im letzten Video auch schon gesagt. Zuerst dein Klump sauber machen, dann Kochvideo machen. Ja, wenn alles dreckert ist und nichts vorbereitet, nichts geschnitten, nichts gar nichts, brauchst nicht anfangen, ein Kochvideo zu machen. So. Wahrscheinlich interessiert die meisten auch gar nicht, aber was soll's. Ja, ist vollkommen wurscht, ja, gibt Runtime. Ne? Vielleicht kann ich ja jemandem auch wegen helfen. Glaube ich zwar jetzt nicht, weil es jetzt eigentlich kein Tutorial an sich ist. Rainer, wenn du nicht der Meinung bist, dass das irgendjemanden interessiert oder dass du irgendjemandem damit helfen kannst, warum machst du das dann? Also stimmt ja für seine Freunde und Arbeitskollegen, deswegen war das richtig. So. So. Lassen wir mal in der Spüle stehen. So. Ja, orange Paprika. Cool. So. Ja, keine Ahnung, Rainer. Existiert orange Paprika? Ich weiß nicht. Oder ist es jetzt wirklich, lebt er so weit draußen im Hinterland, dass das orange Paprika praktisch in Altschauerberg erst im Jahr, wann war das jetzt? 2013 angekommen sind? Ja, orange Paprika, richtig wild, oder? Richtig wild. So, das wird man mal dahin, das stellen wir mal auf die Seite. So, weil wir werden jetzt erst einmal noch ein bisschen Gemüse schneiden. Habe ich mir extra schöne Paprikas rausgesucht. Schaut euch immer die Paprika oder das Zeug, das Gemüse an, was ihr kauft. Ja, das ist bloß ein bisschen Dreck. Dreck, Rainer, ja. Und schaut euch das Gemüse an, das ihr kauft, ist auch so ein Profi-Tipp. Also, ganz ehrlich, er oder Frank Rosin, einer von den beiden, ne? Von jemand anders kriegst du die Info einfach nicht. Da kommt da zwischendurch wieder so eine Werbung, so keine Ahnung, Profiköche wollen nicht, dass du dieses Geheimnis weißt. Ja? Wenn du das Geheimnis erfahren willst, dann komm in die Gruppe. Ja, aber nicht beim Kasper auf dem Kanal. Ne? Schaut euch immer das Gemüse an, das ihr kauft, weil ihr solltet... Kein vergammeltes Gemüse fressen, Rainer. Weil ihr wollt es ja essen.
Ihr wollt das ja essen, ne? Und wenn ihr das essen wollt, dann sollte das Ganze auch einigermaßen gut ausschauen. So. Rainer, wie das genau ausschaut, ist mir gerade scheißegal. Die Paprika, die schneide ich sowieso in kleine Stücke. Das sieht danach kein Mensch mehr, wie die vorher ausgeschaut hat. Vergammelt darf sie bloß nicht sein. Als allererstes werden wir die mal halbieren. Falsch, Rainer. So. Und dann haben wir ja hier innen das Zeug. So, die eine Paprika legen wir mal auf die Seite. Ding. So, ich werde die jetzt mal hier drüben. Leute, ich gebe euch einen heißen Tipp. Also ich mache das so. Ich glaube, jeder hat da sein eigenes Ding. Für Paprika, ich schneide die vorne und hinten einfach ab. Ne? Den Strunk und hinten das Ende ab. Dann habe ich. Da kannst du durchschauen durch die Paprika. Und dann brauchst du innen einfach nur mit einem kleinen Gemüsemesser einmal außen rum gehen. Und dann fällt praktisch der ganze innere Dreck da auf einmal raus. Und fertig ist es. Und den Rest kannst du dann einfach klein schneiden. Ist eine Sache von ein paar Sekunden. In den Behälter reinschmeißen. So. Ganz wichtig. Schaut, dass ihr das Zeug hier innen ein wenig mit rausbringt. Jetzt habe ich hier das Ding hingeschmissen. Dass ihr das ein wenig mit rausmacht. Ja, ganz wichtig, und stellt euch dabei bitte wie der allererste Mensch. Das ist aber euch überlassen. Also normalerweise macht man es raus. Ja, Rainer, jeder macht das raus. Keiner wird es fressen, weil das schmeckt wie Oma unterm Arm. Und dann klopft man sie ein bisschen aus. Ne? So. Das war der erste Streich, der zweite kommt jetzt gleich. So. Gut. Das ist jetzt ein wenig schneller gegangen, da war nicht viel drin. So. Ich werde mir schnell den Tee machen. Ja, richtig gut hast du es gemacht. Von dem ganzen weißen Klump ist nur jede Menge drin. Muss ich vielleicht nachher sogar noch einkaufen, weil da habe ich gar keinen Tee mehr. Obwohl, ich könnte eigentlich noch meinen Ruf du deine Mulle an, vielleicht bringt sie da noch ein bisschen Zucker mit. Anderen Tee trinken. So. Natürlich habe ich den Wasserkocher nicht nur wegen dem Tee gebraucht, sondern auch wegen was anderem. Dazu kommen wir aber später noch. So. Jetzt werden wir die Paprika erstmal in Streifen schneiden. Das schaut mir beim Zutun weh. Also das tut mir beim Zuschauen weh, Leute. So. Damit wir uns nicht schneiden, machen wir das hier nochmal so. Ja, damit man sich nicht schneidet, winkelt man normalerweise vorne die Finger so leicht an und führt an den ersten Fingerknöcheln das Messer entlang, damit man sich nicht schneidet. Nie im Leben streckt man die kreisligen Wurstfinger aus und nimmt mit den vordersten Fingerspitzen das Schneidgut in die Hand, weil ansonsten kannst du nämlich die Wurst wieder in den Kühlschrank durch, weil du deine Fleischbeilage über die eigenen Wurstfinger kriegst. Gut. Boah. Ich muss jetzt ein wenig aufpassen, dass ich die genau schneide. Super genau geschnitten, Rainer. Die sind ja perfekt alle gleich groß. Weil das Problem jetzt halt gerade ist, dass das Messer nicht so wirklich scharf ist hier. Mhm. Messer ist nicht so scharf, der Koch leider auch nicht. Das Messer kann man nachschärfen beim Koch, naja. Muss ich mal wieder schärfen. Ups, das war ein bisschen, ja gut, geht noch. Man muss sowieso bedenken, es kocht sich wieder ein wenig ein, das ganze Gemüse. Das heißt, es wird kleiner. So. Und das Ganze ist dann auch ein Eintopf, ne? Also. Im Übrigen, es gibt nichts Gefährlicheres, als mit einem stumpfen Messer zu kochen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich das im vorherigen Video schon mal gesagt habe, aber Leute, schaut, dass eure Messer scharf sind, gerade wenn ihr Paprika oder sowas schneidet. Oder Zwiebeln. Wenn das gescheit scharf ist, dann geht es da durch und ansonsten rutscht man irgendwo mal ab und dann hast du einen Dreck im Schachtel.
Kann man mit Fleisch machen, kann man ohne Fleisch machen. Wenn man es mit Fleisch macht, also ich mache es jetzt mit Fleischwurst, deswegen ist es nicht so schlimm, dass ich das jetzt so mache. Aber wenn ihr es mit Fleisch macht, dann müsst ihr zuerst das Fleisch anbraten. Rainer, die Wurst, die du da drin hast, die noch anbraten, oh, mir zeigt sämtliche Zerrennägel auf. Rainer, wenn du Gulasch mit Fleisch machst, dann holst du, je nachdem, worauf du stehst, ich bin ein großer Rindfleisch-Fan, bei mir kommt Schwein ins Gulasch und das holst du dir entweder fertig portioniert in die Gulaschwürfel oder halt am Stück und schneidest es da in die Würfel und dann wird der Topf erst heiß gemacht, dann haust du Butterschmalz rein oder, keine Ahnung, je nachdem, worauf du anlegst, womit du das anbraten willst. Und da kommt dann das vor allem nicht mehr kühlschrankkalte Fleisch, das muss Zimmertemperatur haben, kommt dann rein, so lange, bis es sich vom Boden löst. Dann verteilst du es, damit die anderen Seiten auch noch ein bisschen Röstaromen kriegen und der ganze Scheiß wird dann abgelöscht, entweder mit einem Rotwein oder mit einem Rinderfond. Ne? Und den ganzen anderen Rest mache ich zum Beispiel dann nebenher in einer kleinen Pfanne und tue es damit dazu. Man kann aber auch, wenn man das kann, wenn man Profi ist, das dann so timen, dass das Fleisch und die Zwiebeln zum Beispiel und die Paprika, dass das alles in einem Topf, in einem Aufwasch geht. Die haben halt unterschiedliche Gargrade, die muss halt zu unterschiedlichen Zeiten reinhauen. Aber im Leben würde ich nicht auf die Idee kommen, mir vom Rewe so eine billig Krampfwurst zum kaufen und diesen Krampf dann auch noch anzubraten. Alter, da kriege ich ja von der Vorstellung druckt's mal's hoch, die Speiseröhre. Zusammen mit ein bisschen Zwiebeln. Das könnte ich jetzt auch machen, weil ich habe ein Gulaschfleisch da. So. Könnte ich jetzt auch machen, weil ich ein Gulaschfleisch da habe. Aber weil ich mir extra eins gekauft habe vorhin. Weil ich demnächst auch ein Gulasch machen will. Aber... Rainer, wann ist denn demnächst? Rainer, du machst gerade Kartoffelgulasch mit einem Pfund Fleischwurst, 5 Kilo Kartoffeln, 3 Paprika. Wie lange willst du denn daran fressen, dass das Gulasch, das du jetzt im Kühlschrank hast, nicht komplett vergammelt ist, bis du damit fertig bist? Das ist mir jetzt zu anstrengend, das gerade jetzt zu machen. Ja, so. Story of your life. Alles dir zu anstrengend. Rainer, du hast 5 Kilo Kartoffeln, aber du hast jetzt bloß eine Paprika geschnitten. Und es ist nicht einmal die coole gewesen, die orangene, sondern die gelbe. So sieht's aus. Jetzt kommt die orangene Paprika dran. Ah, sorry. Entschuldigung, Rainer. So, sieht ein bisschen anders aus. Das ist ein bisschen anders. Ja, orange ist eine andere Farbe als gelb, Rainer. Das habe ich jetzt ein bisschen anders aufgeschnitten. Macht aber gar nichts. So. So. Das kommt nachher alles in den Biomüll raus. Ja, alles. Ausnahmslos alles. Der Inhalt des Topfes wird danach unter stetigem Rühren in die Toilette verfrachtet. Und dann rufst du beim Gino an und bestellst da Pizza. Was in meinem Fall hinterm Haus ist, weil ich ja ein Haus habe. Ja, wenn man ein Haus hat, dann schmeißt man Müll einfach hinters Haus. Wer kennt es nicht? So. Ich meine, ich habe auch einen Kompost, wo ich die Reste reinhau, wenn ich Zwiebel oder Paprika geschnitten habe, was übrig ist. Das kommt halt bei mir in den Kompost hinten rein. Aber ich schmeiße es nicht einfach hinters Haus. Sehr schön. Ich bezweifle das. Ja, sieht gut aus. Ich halte es so drunter, weil hier rechts eine Lampe ist. Und hier oben, wo ich jetzt gerade stehe, also wo man mich sieht, da ist das Licht nicht so gut, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. So, bei der orangen Paprika genau dasselbe Spielchen wie bei der gelben. Ja, normale Leute, die ein Kochvideo machen, sagen, entweder habe ich da schon was vorbereitet oder wir machen jetzt einen Schnitt. Weil ihr habt das ja schon gesehen, wie ich eine Paprika geschnitten habe. Genauso wie beim Kartoffelschälen, Rainer.
Man sagt Paprika nach, dass sie durch jede verschiedene Farbe einen verschiedenen Geschmack hat. Ja, Rainer, weil die werden zu unterschiedlichen Zeiten geerntet, was den Reifegrad angeht. Und je länger die reifen, desto süßer werden sie. Wie bei jeder anderen Frucht auch. Ja, das habe ich jetzt gegessen. Ich habe Hunger. Der Grund, warum ich koche, ne? Och, nö. Nö. Also Paprika hat meiner Meinung nach immer den gleichen Geschmack. Außer selbstgemachter Paprika, also selbstgezüchteter Paprika. Der schmeckt komischerweise anders. Ja, weil du wahrscheinlich irgendwas verkehrt gemacht hast. Hast wahrscheinlich irgendeine Keranienerde genommen und dann schmeckt das Ding nach Dünger und Kotze. So. Ja, noch ein bisschen so kleiner machen, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Wie gesagt, das verkocht sich im Endeffekt dann sowieso. So. Jetzt muss ich schneiden, machen wir es ja so. Und wieder so. So. Ja, das ist so im Endeffekt jetzt das große und Ganze, wenn man die Paprika schneiden wird. Übrigens ist Paprika auch ein ganz guter Snack, mal so zwischendurch. Ja, davon zeugst du uns jetzt was, oder? Wer von euch glaubt, dass der Rainer immer ganz gerne mal daheim ist und ein bisschen so nebenher Paprika snackt? Breile. Meine Empfehlung, Mit Butter füllen und rein in die Fritteuse. anstatt einmal Pommes, ja, ich weiß, ich spreche da aus falschem Munde, aber ich koche eben sehr gerne und Rainer, du sprichst aus schiefem Munde und du hast noch nie gerne gekocht. Würdest du gerne kochen, dann würdest du auch irgendwas richtig machen. Aber du hast einfach 100% aller Dinge falsch gemacht. wie man sieht, Stimmt nicht, die Zwiebel ist so geschnitten, dass man sagen kann, läuft für Gulasch. und dadurch, dass ich sehr gerne koche, esse ich halt auch sehr gerne mal verschiedene Sachen und sehr viel vor allem. Das ist der Grund, warum ich so dick bin, unter anderem. Ich esse natürlich auch viel Süßigkeiten, das ist natürlich auch nicht so gut. Was ich sagen will damit ist, Wie ehrlich er damals nur war. nein, was ich sagen will damit ist, esst ab und zu mal ein wenig Paprika oder so oder mal eine Gurke, weil das alles... Gurke hat für mich nur als Gewürzgurke eine Daseinsberechtigung. Leute, es gibt wenig, was ich widerlicher finde als Salatgurken. Die einzige Möglichkeit, wie man mich zum Salatgurkenfressen bringt, ist, wenn man wirklich guten Gurkensalat macht, der wirklich dann größtenteils nach Dill und den anderen Zutaten schmeckt, wo die Gurke praktisch mehr oder weniger nur noch das Mundgefühl mitgibt. Aber normale, unbehandelte Salatgurke ist zum Kotzen. Und wer auf seine Wurstsemmel, die er in seinem Kiosk verkauft, statt Gewürzgurke, Salatgurke drauf tut, ist ein Billigheimer vom Feinsten, der die Leute verarschen will. Ja, weil die halt günstiger ist. Aber es schmeckt halt wie Oma unterm Arm. Gurke ist Wasser in der widerlichen, natürlichen grünen Verpackung. Erst dadurch, dass es eine Gewürzgurke wird, wird es meiner Meinung nach genießbar, das Zeug. Lecker. Weil das Ganze praktischer ist. So. Das nächste, was wir jetzt machen, ihr hört es schon gruschen. Ja. Wo ist das jetzt hin? So, das nächste, was wir jetzt machen, sind Karotten. So sehen sie aus. Für jeden, der noch keine Karotten gesehen hat. Bezweifle zwar, dass es jemanden gibt, der noch keine Karotten gesehen hat, außer man ist gerade erst ein Jahr alt oder so. Und selbst dann müsste man es schon gesehen haben. Ja. Karotten habe ich immer so einen ganzen Sack dabei, daheim. Ja, hat er immer daheim. Nee, Rainer, den hast du jetzt wieder gekauft, weil du keine Ahnung gehabt hast, wie viel Karotten du für den Scheiß Kartoffelgulasch brauchst. Rainer, gerade wenn du so ein Kochvideo machst, wäre es angesagt, nach einem Rezept zu kochen. Weil so ein Kochvideo, das wollen, also Leute, die sich Kochvideos auf YouTube anschauen, wollen das nachkochen. Das sind Leute, die nach Rezept kochen. Und da wäre es schon schön, vorher einen Plan zu haben. Wie viel wovon brauche ich eigentlich? Ah ja,
Karotten. Dann nimm mir einfach mal den größten Sack mit, den sie da haben. Das wird dann schon passen. Wie mit den Kartoffeln. Wenn ich dann mal Geld habe, um mir einen zu kaufen, wenn ich keinen mehr habe. So, das können wir mal wegmachen. Den Anschnitt können wir erst einmal wegmachen von den Karotten. So, der ist ein größer gewesen, dann machen wir mal mehr weg. So. Ich weiß nicht, ich schäle die halt, bevor ich das Ende abschneide, aber... Gut. Der Anschnitt ist weg. Jetzt werden wir sie erstmal kurz waschen. Ja, und ich wasche sie, bevor ich sie schäle. Den Sack tue ich erstmal auf Seite. So, jetzt werden die kurz mal abgewaschen. Immer ordentlich waschen alles, weil es soll ja auch ordentlich sauber sein, ne? So. Das hat ihm die Escort-Mulle, bei der er versagt hat, wahrscheinlich auch gesagt. Oh Leute, mir ist gerade zu langweilig, dass ich jetzt kurz auf mein Handy geschaut habe und Ufi hat vor 36 Minuten was hochgeladen. Es geht um einen, ihr wisst schon was, Hub-Staffel, ne? Ich bin gespannt, Video dauert bloß 5,5 Minuten, das werde ich mir gleich gönnen, wenn ich hier fertig bin. Gut. Man merkt, ich habe hier Platzmangel, obwohl ich so eine riesen Küche habe. Gut. Ja, Rainer, weil dein Platzmanagement ungefähr so gut ist wie dein Geldmanagement und dein Fanmanagement. Obwohl die Küche gar nicht so groß ist eigentlich. Was jetzt? Ist es eine Riesenküche oder ist sie nicht so groß? Wie groß ist sie denn? 16,5 Quadratmeter, oder? Aber in so einer kleinen Studentenwohnung könnte ich wahrscheinlich gar nicht kochen, da werde ich wahrscheinlich, glaube ich, irre. Rainer, ich hab zwischenzeitlich einmal, ich habe in Studentenbuden gewohnt und meine erste eigene Wohnung war 35 Quadratmeter, Einzimmerwohnung. Da habe ich keinen Ofen und gar nichts gehabt. Da waren 2 so alte Metallherdplatten und ein kleines Spüle und ich habe da trotzdem kochen können. Ja, du musst einfach nicht komplett auf der Brennsuppe dahergeschwommen sein, da geht das schon. Ja, immer schön drücken statt schneiden. Ja, das lernt man, glaube ich, auch am ersten Tag in der Kochlehre. Rainer hat 12 Jahre kochen gelernt. Ach, das ist der Nachteil an den Karotten, die rollen weg. Da bleiben. So, die Karotten sind für den Geschmack dann später zuständig. Ja, Rainer, komisch. Alles, was man da rein tut in so einen Topf, ist irgendwo für den Geschmack zuständig. Weil wenn es nämlich nicht für den Geschmack zuständig ist, dann kommt es nämlich auch nicht rein. Das ist die Definition von dem Wort Zutat, Rainer. Eine Zutat ist dafür da, dass man sie zutut für den Geschmack. Aber ich glaube, ich habe ein wenig zu viele gemacht. Ich denke, da werde ich eine meinen Hamster geben. Oder eine halbe. Für mir, mein Hamster ist ein bisschen klein für das Ganze. Ja, liebe Haterchen, das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass der Hamster was zum Fressen gekriegt hat. Als der Parabelritter gekommen ist, da hat er schon geschlafen. Ja, obwohl, da werde ich jetzt ja bloß 2 oder so schneiden. Oder 3, machen wir. Rainer, du hast bei 5 schon hinten das Ende abgeschnitten. Was meinst du, was mit denen passiert, wenn du es einfach flacken lässt? 3. Weil, ja, sonst haben wir hinterher bloß den Geschmack der Karotten und nichts anderes mehr. So. Na. Alter, ich kann auch einen 5-jährigen Karotten hinlegen, der schneidet das besser. So. Waren das jetzt 2 oder 3? Rainer, du hast 5 geschnitten. Entschuldigung, ich muss gerade niesen und die
Handkoordination nicht mehr hinbekommen. Mit welcher Hand muss ich Pause machen, mit welcher muss ich das Mikro muten und welche muss ich mal vor die Fresse halten, damit ich den Bildschirm danach noch sehen kann. Aber jetzt läuft's wieder. Es müsste jetzt 2 gewesen sein. Machen wir noch eine. Rest durch wieder weg. Die werden sowieso innerhalb der nächsten paar Tage gegessen. Spätestens am Sonntag mache ich wieder einen Braten. Keiner, ich hätte gedacht, du wolltest dazwischen noch ein Gulasch machen. Also ein normales Fleischgulasch. Sag mal, für wie viele Leute kochst du da? Heute macht er Kartoffelgulasch. Ne? 15 Liter. Und dann, morgen gibt es normales Gulasch und spätestens am Sonntag gibt es dann halt einen Braten. Für seine guten Freunde. Wo ist der Uso 12, Rainer? Wo ist er? Da werde ich dann die halbe Zwiebel von vorhin nehmen und natürlich den Rest der Karotten, die wir jetzt angeschnitten haben, gerade 2 Stück. Und kommen dann mit in den Braten. Dann haben wir auch ein bisschen da was drin. So. Hey, ich bin jetzt ein großer Experte, da drin wirklich gleichmäßige Scheiben von so einer Karotte abzuschneiden. Aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die eine Scheibe, die ist ein Millimeter breit und die andere ein Zentimeter. Also ich schaffe es jetzt, keine Ahnung, schon, dass ich mich im Bereich, sagen wir mal, 4-5 Millimeter bewege von einer zur nächsten. Das grob ist. Grob gleich dick. Die da oben links, die ist nicht aber ganz abgeschnitten. Weil das Messer Scheps gehalten hat. Warum? Weil es stumpf ist. Huch. Normalerweise kommt in der Kartoffelgulasch noch ein geräucherter Bauch rein. Nein, Rainer, in der Kartoffelgulasch kommen Kartoffeln rein. Und kein Wurst und kein geräucherter Bauch und kein nix. Das ist jetzt in meinem Fall nicht der Fall, weil ich leider vergessen habe, den vorhin zu kaufen. Ja, was du nicht alles vergessen hast. So. Gut, das kommt jetzt auch noch mit in die Schüssel, weil das alles zusammen dann reingeschmissen wird nachher. Ja. Rainer, die Paprika und die gelbe Rum haben unterschiedliche Gargrade, die schmeißt man nicht zusammen rein. Ja. Weil der Gargrad von der gelbe Rum, der geht eher so in den Gargrad von der Kartoffel hin, die du im Übrigen auch noch nicht geschnitten hast. Bin ich hoch begeistert von. Karotten sind übrigens äußerst gesund und ich glaube, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Kultur hat man das, glaube ich, sogar mal eine Zeit lang als Fruchtbarkeitszeug gemacht. So. Nur weil irgendwas falsch aussieht, ist es nicht automatischer Fruchtbarkeitszeug. Ist sicher in welchem. So. Das Brettchen waschen wir jetzt mal kurz ab. Rainer, das brauchst du nicht abwaschen, du hast da 2 Gemüse drauf geschnitten, das passt schon. Die kommen eh dann im Topf wieder zusammen. Also gehen wir kurz mit dem Wasser drüber. So. Nee, komm. Leute. Jetzt sind wir genau bei 1 Stunde. Und 3 Sekunden. Ich schreibe mir das nochmal auf. Ich habe da meinen schlauen Zettel. Das habe ich gehabt. Genau da. 1 Stunde, 3 Sekunden. 0. Ja. Da schauen wir danach beim nächsten Mal weiter. In der Hoffnung, dass er vielleicht auch irgendwann mal die Kartoffeln klein schneidet. Findet er den geräucherten Schweinebauch noch oder nicht? Ne? Der ist ja oft bei ihm im Weg, wenn er versucht, ne, die Fleischwurst zu sehen. Ja, leid. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Ich bin sehr gespannt, wie der ganze Schmü hier ausgeht. Die nächste Folge wird wahrscheinlich länger werden, weil wir haben jetzt jedes Mal so um die 30 Minuten gehabt.
Die nächste Folge ziehe ich durch, da mache ich dann die 37 restlichen Minuten draus. Und dann schauen wir mal, was für ein Augen- und Gaumenschmaus bei dieser ganzen Nummer rauskommt. Bis dahin, ich hoffe, ihr seid gut unterhalten von dem, was ich hier mache, von meinem Reisevideo. Und von dem ganzen anderen Schmarrn. Wie gesagt, die ganzen Bärchen gibt's auch noch. Und über das Festival wollte ich mit euch auch noch reden. Und wir haben jede Menge Material für die nächsten Wochen. Ganz zu schweigen davon, dass ich dieses Jahr nochmal auf ein Festival fahre. Und bis dahin wünsche ich euch ganz ehrlich, wenn das Wetter bei euch so geil ist wie bei uns heute, wünsche ich euch viel Spaß. Genießt es noch, haut euch raus. Grillt was, esst irgendwas, was irgendwie genießbar ist, im Gegensatz zu dem Schlangenfraß, den er sich da zusammenpanscht. Und ansonsten tut nicht, was Rainer tut. Und Medal of.